Husacan Rossi, der berühmte Musiker aus Ostturkestan, ist gestern Abend im Alter von 93 Jahren im Guljar verstorben. Möge er in Frieden ruhen. Nach der Demonstration am 6. November in Genf versammelten sich uigurische NGOs am 7. November in München und verfassten eine Stellungnahme. In dieser geht es um die Ziele und Prinzipien der Uiguren im Ausland. Am 14. November 1944 wurden 100.000 Mescheten aus Georgien in die weit entlegensten Gebiete der Sowjetunion vertrieben und umgesiedelt. Viele verloren ihr Leben bei den unmenschlichen Bedingungen. Überlebende der Strapazen hatten enorme Schwierigkeiten, sich in ihrer neuen Umgebung einzufinden. Dieser Katastrophe vor 74 Jahren durch Stalins Hand wurde auf zahlreichen Veranstaltungen gedacht. Der 14. November gilt als Tag der Trauer und des Schmerzes. Einige Kongressmitglieder in den USA legten Trump einen Gesetzesentwurf dar, der die Sanktionierung der chinesischen Regierung einforderte. Der Einsatz der Kongressmitglieder für Ostturkestan verdeutlichte sich, als Kongressabgeordneter Chris Smith einforderte, dass die chinesische Regierung sowie weitere Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Weiter müssen amerikanische Firmen, welche den digitalen Überwachungsstaat in China ermöglichten, gehindert werden. Im Zuge der bevorstehenden geplanten Einführung des lateinischen Alphabets in Kasachstan nahmen 1,5 Millionen Menschen an einer Massensportveranstaltung teil. Den Teilnehmern wurden in Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen Audiodateien vorgespielt, welche sie in lateinischen Buchstaben niederschrieben.